Goedemorgen. Ik kruis jullie alle aan Jezus Christus in naam. Ik ga vandaag geregend van het familieleven te reden. En besonders van ouderen en kinderen. Wat is onze rol als ouderen? In onze families, in ons heim. Als dat bloos dat we voor onze kinderen zorgen dat die genoeg gaan, dat die kleding gaan, dat die genoeg gaan te eten. Oder wat heeft God zijn woord te zeggen van wat ons rol is als een vader of als een mama? Waar we wieder gaan, waar we nog helemaal te beden en vragen om God te zien. Himmlischer Vater, ik dank dir voor deze morgen en voor de vrijheid die we in dit land hebben, die om te beden, die te loven en van die te horen durch den woord. Wisch die onze oren en harten opmerken durch den Heiligen Geist, dat we van deze morgen van die te horen krijgen. In Jezus' naam. Amen. Dus Pastor Piet al verlezen deed. Dat is een van de versen wat ik mir gewählt had. Van Psalm 127, versen 3 tot 5. Van wo Kinder een Segen zijn van God. Zijn een geschenk van God. Die versen die lezen, Kinder zijn een Segen vom Herrn. Kinder zijn een geschenk van hem. Zoals Pfeilen in een starke Krieg zijn Hand, so sind Sehens vor einem jungen Vater. Glücklich ist der, die ihren Bärenhöhler davon voll haben. Die wollen nicht geschont worden, wann der Import mit ihren Viehen verhandeln. Und kriegt das alle Geschenke, was Gott uns geben hat, er will auch haben, dass er davon was zurückkriegt. Einfach, das sind nicht unsere Kinder. Ja, uns die unverzieht oder uns die Gift, dass wir sollen abtragen. Aber das sind Säulen, wo wir Responsibility haben, für zu sorgen, nicht bloß die Dinge zu geben, aber die soll ich mit das Säule oder mit das Helge, mit Gott sein Wort, die sollen abzutragen. Das ist die große Frage, die ich gefragt habe. Was verlangt Gott von uns als Eltern? Das ist die erste und die größte Frage, die wir uns sollen fragen. Das ist gut, dass wir für die Sorgen tun. Und der Schrift sagt sogar in 1. Timotheus 5, Vers 8, sagt, dass wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht für uns Freundschaft sorgen tun, besonders für die für einen in der Familie, der sagt, der hat du mit seinen Christen Glauben aufgesagt, und das ist euer als einer, der nicht glauben wird. Und wenn Gott uns als Eltern das abgegeben hat, dass wir sollen für die sorgen im Geistlichen, das meint so viel dann, dass das unsere Rolle, das können wir uns selbst keinem anderen aufgeben. Andere helfen uns damit. Und wir haben Kirchen, das ist nötig, dass wir mit einer Kirche verbunden sind, dass wir dadurch auch gestärkt werden durch Gott sein Wort. Und das ist auch fein, wenn du Städte sind, wo du mithelfen kannst. Das ist christliche Schule und so wird über das ganz Gradste, was uns abfallen wird aus allen ist, dass wir unsere Kinder in Jesus Leben tun. Und für einen Vater, das ist schwer. Es ist vielleicht schwer, das all zu fallen, wegen einer fühlt sich sehr fertig nicht reut versucht oder nicht, dass einer das gut genug tun kann. Ich weiß, bei kleinen dachte einer fertig so, einer Wunsch, ihm seinen Vater können mehr Zeit mit einem Top sein und einem lernen. Aber nie, wenn einer erst ein Vater ist, dann wird einer an, dass die Zeit mal so kalt ist und einer hat mal so wenig Zeit mit einem seine Kinder. Aber Gott hat uns das auch gesagt in seinem Wort, wo es soll gehen, ganz von Anfang an, von 5. Mose an, glaube ich, erst, wo Gott zu den Israeliten reden wird.
En die sagen dat, wat die met de kinderen zullen doen. Die zullen dat bekend merken wat God voor hen te doen heeft. En dat allemaal belaten gaan. Epheser kapitel 5 redt veel van, eerstlich van, waar dat zit waar een mens een leven vieren dat wat vol van Heiligen Geest is. Dat vangt eerst maar aan bloß met mensen en dan Luther. Maar dat kapitel in kapitel 5 redt van Mana en Fries. En waar deze zich zelf met zich om zich haben gaan. En wanneer een juist vollet leven heeft, zoals het dus zijn dat, dan is hem dat de kinderen optragen niet zo zwaar om te zijn. De ordnung, wat God heeft aangevierd, als du gevangen in de 21. Vers in Epheser kapitel 5, sagt schickt dient einer zum anderen uit Ehrfurcht für Christus. En je vries ziet je mannen zo in je doen, als je dem Herrn zijn. Als de man staat over zijn vrouw, zoals Christus over zijn gemeente staat, waardoor hij zich zelfs handjuif erhellen te zijn. En zoals de gemeente Christus in je doen is, zo zullen de vrouwen en alles ihre mannen in je doen zijn. Zijn mannen ziet je vrouwen groot zo goed, als Christus zijn gemeente goed weer. En zichzelf voor haar hand geven deed, dat hij haar heilen kan, was hij haar eerst met dem woord, zoals met woord hij gewaschen had. Dat hij in zijn Ehren nicht plakig oder verknutscht, aber herrlich en afschuwelijk weer. Zo zullen ook de mannen ihre vrouwen goed zo goed zijn als in ihnen Körper. Wer zijn vrouw goed is, als zichzelf goed. Nachher können sie ihn het Fleisch verschmähen. Ein Mensch versagt und nährt seinen Körper, so ist Christus dort für seine Gemeinde hat. Wie Glieder an seinem Körper sind. Das ist, wo der Mann Vater und Mutter verloren wird, um mit seiner Frau taub zu sein, und die zwei wollen ein Fleisch sein. Das ist ein großes Geheimnis, und ich meine damit, Christus in seine Gemeinde zu schildern. Über alle Mann, die Männer sollen ihre Frühe gut so gut sein, als ihnen selbst, und die Frühe sollen so sagen, dass sie ihre Männer achten. So das ist, was Gott angesagt hat. Erstlich als Jesus Christus über Dämonen, und wenn Dämonen sich binden unter der Herrschaft Christus, dann ist das nicht, was schwört, dass der Friede den Mond unter tun ist. En verten, wenn ich hier handkicken, dat das leicht, die kicken, wat will meine Frau hier sollen tun für mich? Aber was tut Christus für uns? Wie wir das nicht wird, und hilft sich an für uns. Das am besten, wenn wir nur kicken, was Gott für uns als Mann hat, und nicht nur achten, was Gott für die Frühe hat. I'm seen persönliche relationship mit Gott, mit Jesus, wird so sehr zu sein sollen sein, dort I'm seen nicht hier im Umfang zu frauen. Nu das relationship. Was meint mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wenn wir diesen Ziel haben, dann können wir meinen, dass Josua im Alten Testament nur gehen, wo er sagt, dort andere Menschen können vielleicht tun, was die wollen, aber er sagt, ich will den Herrn tun. Ich und meine Familie, wir wollen den Herrn tun. Gott sein Wort sagt uns auch, dass wanneer ich dat als dat wie de eerste zijn wat onze kinderen leren doen. Dus ik zei, we gaan scholen die te leren, beste dingen. Maar einfach, we kunnen niet onze kinderen naar de school brengen en geloven,
dat zij worden aan zich heen door Jezus draaien. De grootste ding, het nieuwste ding is dat we zo leven dat zij hier wel am ook nu vallen. En wanneer je in de Bibel met gaan, ik wil weer gaan in Efeze kapitel 6, wo het dan redt van kinderen en ouderen. De eerste vers zegt, de kinderen jullie christenplicht is, jullie ouderen te gehorchen. Het staat als het rechte te doen. Vader en moeder eeren, wie het eerste gebod, waarop God het verspreken leed. Dat die dat goed gaat, en die lang op ihr leven kost. En je voeders, verzegt jullie kinderen niet. Tragt de christelijk op, en doet hem christlichen zijn terugwijzen. Dat wordt als voeders even gezegd, van het Griekse woord. Dat Griekse woord wordt onderwezen in de Bibel ook even gezegd als ouderen. So dat kon hier mijn voeders. Maar in Hebräer kapitel 11 wordt het redt van Moses zijn ouderen, als zij am versterken deuten. Du hast hetzelfde wird even gezegd als ouderen. So, wir sollen hier nu de vierde vers nicht unsere Kinder verzeihen zum Euer. Kolosser redet auch von. Aber Leute, die christliche Abtragen und dann den christlichen Sinn terugwijzen. So de Frau wordt einer sich dann konfrontieren, wo kann ich das doen? Wo kann ich meine Kinder beter nu Gott aanwijzen? Diese Frau kann mich kurz anwählen, ich habe ein Verlangen, dass unsere Kinder einen starken Glauben in Jesus haben. Und ich glaube, dass uns, wenn wir hier so sind, ich glaube, dass uns Verlangen auch für jedem einen hier. Mir ist sogar mein Verlangen ist ab ihrem, dort sogar jeder Mensch in das Land würde ein Tag zu Gott sein Recht hören. Und das stimmt auch mit Gott sein Willen für unsere Kinder, für uns Land und auch für die ganze Menschheit. In 1. Timotheus Kapitel 2, Versen 3 und 4, durch schrift Paulus dit nu Timotheus. Das ist gut und das Gott uns hell und angenehm. Da du haben will, dass alle Menschen sollen gerat werden in der Wahrheit kennenlernen. Ich glaube, wir sind viele Antworten zu der Frau dann, wo wir unsere Kinder können bitte abtragen oder terugwijzen in Jesus. Und was Gott von uns verlangt hat. Aber die Antworten, die stammen alle von einem Punkt. Gott will haben, dass sein Willen auch unseren Willen ist. Immer mehr will er haben, dass er hier sagt, dass wir auch ein Hort haben für andere, erstlich für seine Kinder, und dann Hoffnung haben, dass durch den Glauben, was unsere Kinder haben, durch den Glauben, was wir haben, dass andere durch nur getragen werden, dass die auch die Seligkeit können erlangen. Die wir durch den Glauben an Jesus fingen. Von uns wollen ich so sehr stemmen, mit Gott sein Willen. Wenn ich ganz stemmen, dann kann er durch uns und durch seine Kinder schaffen, das zu vollbringen. Wenn unsere Kinder dort in uns sein, dass wir uns gehorsam unter Jesus sagen, dass er ab ihrem der Herr ist über uns Leben, dass wir hier dort wollen, was Gott will, und dass wir Hoffnung haben über was Gott getan hat und was Gott in Glauben haben über was Gott noch tun wird. Wenn wir das leben, das gibt unsere Kinder auch Mut und Hoffnung für das Salje. Und wo besser uns so ein Gott sein Willen band zu finden, als nur den sein Wort gehen und sein, was das ist.
dat eerste ding wat we doen kan voor een zijn Kinder, als dat we zelfs dat woord wirklich mag ons woon haben. Dat we Gott zijn woord zelfs gehoorzaam zijn. Als Gott de Israëlieten eerst had uit Egypten uitgehoord durch Moses, zegt Gott today dat zij zal niet vergeten wer Gott weer. En wat hij voor hen gedaan had. En im Alten Testament zit einer dat allemaal waar van de Israëlieten achten Gott zijn woord en de Kinder dat vertalen doen. En dat bekommen merken, wat van groter Gott zij doen. Van de ene generation tot de nächste, zij dienen Gott, zij leven arm. Aber so schön als die dort vergeten doen. En gaan zij treden naar ihre Jata. So dat is nodig, dat we, dat woord Gottes mag ons woon haben. En dat is er al niet bloß Sinn aus Samaria, nicht bloß, wenn wir hier taub kommen, leider, wenn wir jeder Tag mit unseren Kindern taub kommen, und dort, wenn die dort sein dann, wo wird wir das Wort Gottes achten. In 5. Mose Kapitel 6, du sagst dort zu den Israeliten, Hör je Israeliten, der Herr und der Herr allein ist uns Gott. Je zal dem Herrn jenen Gott mit je ganzen Hart Gott sein, und mit jene ganze Seil, und mit all jene Kraft. Diese wird, der Kind von der Jev, soll je nicht vergehen. Schreibt jene Kinder ab mit euch, red von euch, wenn je in je Haus sitzen, und wenn je reisen, wenn je in Duleien, wenn je abstunden, bringt der ohne Hund ab ein Sattel, und Stirn und ein Hängsel, und schrieb der unter der gerecht, und unter Port zu jener Stadt. So sollen die Israeliten Gott sein Wort einmal mit sich haben und dort einmal denken. Und Luther, was wir sein tun von den Juden, die nehmen das ab ihrem Saar wahr. Einfach, sie fangen an, Schraffen, ihre Arms zu rollen, und kleine Dosen mit Schraffen, Stirn unterbacken. So dann nehmen das ab ihrem einfach. Und Jesus sagt Luther today, de ieren die mit den Lappen, aber doch wird er heute wieder auf von dir. Sie hören das Wort, aber die achten nicht, was das Wort ab ihrem Sein tut. Sie verstehen nicht, was Gott will wissen, dass Gott der Errader wir und dass sie nicht können für sich selbst die Seligkeit so verdienen. So diese wird hier sagen uns, dass das Wort Gottes der stärkste Einfluss soll sein in uns Haus. Wir können sein, dass wenn uns diese Welt sollen auf der Hänge sein, wir können unsere Arbeit dadurch, wenn die sollen auf unserer Hänge sein, dann können wir sein, unsere Arbeit soll wir sollen unsere Arbeit dadurch sein, durch was die Bibel sagt, wo wir mit unserer Arbeit sollen umgehen. Wir sollen die umstieren haben, wegen, wir sollen die Welt ansehen durch das Wort. Wir sollen von Gott sein Wort reden, wenn wir abstehen, wenn wir uns Stuhl saßen oder durchleihen. Das ist so viel gemeint, dass wir Gott seine Hand und seine Segnungen alle Wegen zu unseren Kindern bekommen. Was er für uns getan hat, oder was er für unsere Vereltern getan hat. Und die Ursache von das ist auch gefangen in 2. Timotheus Kapitel 3. Das wird die Lebensgeschichte von Timotheus. Das ist so geschrieben, dass es nicht zu sein, dass er einen Futter gehabt hat, dass er am Hof abgetragen. Aber das redet von seiner Mama und von seiner Großmama. Und Paulus, der Schriftarmen, der sagt, Timotheus, der kann die Schrift, der wird bekommen mit der von klein an.
De 15e vers zegt, en wilt die van kind aan met de Heiligschap bekannt bist, kon hij die den Weg wijzen, wo die durch den Glauben an Christus Jesus kostelijk worden. Alle Schrift von Gott gegeven, als wertvoll ons te belehren, ons uit te beteren, en ons terecht te wijzen, en ons te unterrichten, worecht te leven. Onze arbeid als ouderen met de woord God is als niet vraagt met onze kinderen. Wat zij alle dingen wat zij durchkomen en al die dingen wat zij moeten in het leven durchkomen, nu dat woord God is koen en door de hulp zieken en troost ving. Ze leeft het woord in ons huis zo rekelijk als dit. Maar als de vleesleiber onder het woord überhand neemt. En de tweede ding wat onze kinderen van ons veelt, als dat we dat ook kan doen, dat we Fehler merken, dat we ook zinder zijn. Wanneer we ons, zoals het hier zegt, dat we onze kinderen niks zullen verzeilen, dat we dit nogmaals dalmerken doen, über irgendwas, die man dat ook zijn kan, wanneer ons dat leid is. Wanneer we ons hier in de verzinnen doen, dan zijn we die ook bekend today. Wanneer we wat we doen willen, als de lief Gottes te onze kinderen wijzen. En wanneer we hart zijn today, dan wijzen we niet Gott zijn lief in ons today. So onze kinderen fehlt het zo nodig dat zijn dat we hart, dat we weak today zijn en dat we de lief hebben. We kunnen kinderen verstehen, wo leeftuurlijk en genoedenvol Jezus is, wanneer we een antwoord beeld moeten doen, van wat vergeving laat. En de derde ding wat onze kinderen van ons veelt, is dat te zijn waar nodig dat gebed is. Dat is nodig dat we in plichten voor onze kinderen ihre zaligheid beten. Gott sagt in der Bibel, dass wenn wir in plichten te aankomen en aanbeden, sagt er so, dann zit ons Vater im Himmel dort in plichten en hij wordt ons dafür belohnen. Einfach, wir können einem seine Kinder nicht die Säuligkeit geben, dort der Gott allein. Und so ist es so nötig, dass wir für dort beten tun, dass er irgendwo tragen. Und dort ist Gott sein Willen, so wir können Hoffnung haben, dass er dort auch was tun. Und die Kinder würden auch sollen hören, dass wir ab Lieder beten, dass sie unsere Worte zu hören kriegen und auch selbst lernen zu beten. Ik las eerst een vers in 1 Timotheus 2, waar Paulus zegt, dat als God en als God ons een heiland ongeneem, die hebben wel dat alle mensen zullen geraad worden en de waarheid kan leren. Maar wat ik eerst uitloten deed, zijn de eerste en de vijfde vers. In de eerste vers de rede van gebed. Hij zegt, eerstens roer ik je nu, dat je dringend beten. Bid ook voor anderen en dank voor alle mensen. Voor de kennis en alle die hier ongesteld zijn. Dat we in Gottes furcht en oprechtigheid ruhig leven kunnen. Dan zegt hij, dat is goed en is God ons een heiland ongeneem. So dat is wat God ongeneem is. Dat we beten eerstens voor mensen in de zaligheid. Voor alle mensen. En dat we dan ook voor zaken wel met hem zijn familie ontvangen. En de vijfde vers zegt,
willst du als ein Gott und du als ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch Christus. So wie beten du darum, dort an die Kinder, diesen Christus, dort Jesus zu sein können, in Arm annehmen dürfen. Und wenn uns im Leben wird untreffen wird, in Schlag geht, oder wenn die Dinge mankommen, wird schwer sind, wenn uns darum fehlen wird, dann blieb unheilend im Gebet und vielleicht jene Kinder auch, dass sie auch beten tun um diese Dinge. Taub beten aus einer Familie für so eine Dinge. Dort bietet so viel Glauben in unsere Kinder. Und wenn Gott dort Gebet ist beantworten wird, dann sind ihm seine Kinder damit angewasst. Und das kann dann sein, wovon großer Leiftulia und Gott wir haben, was Gebete erhören wird. Und dann vergeht nicht, dafür zu danken. Wenn wir an die Kinder sollen ernstlich beten, dann müssen wir die lernen, was das meint, ernstlich zu beten. Ein Schreiber in den Lutherjahren in den 1800, der hat das geschrieben über, wo seine Mama am Lied beten. Und viele von uns sind vielleicht auch bekannt, wo unsere Eltern uns haben gelehrt beten und wo ernstlich das gewusst ist. Da sage ich so, ein von den ersten Memories, was ich gehört habe, dass dort seine Mama am jeder Sinn und würde ein Closet annehmen, einen dunklen Closet, wenn der Arbeit ist, wird frech gewasst, und dann würden sie sich anknien und anfangen zu beten, und sie lehrt am durch zu beten. Und sie hat ihm gesagt, vielleicht wird er beten, und wenn er nicht weiß, was er beten soll, dann wird der Wirt fertig sein. Und dann sagt er so, ich will kommen für jeden Tag. Als ich gut für Salz, mich selbst hat, könnt, was einmal wird rüberbringen im Gebet, sodass ich mich verführen werde, oder einmal Note draht ab mein Gesagt habe, vor deuten. Das wir meine Mama ihre tun. So sage ich, meine Mama ihre tun und ihr Gebet als so einen großen Einfluss gewesen in mein Gebetsleben. Und wenn wir nicht wissen, für was wir beten sollen, Römer Kapitel 8 sagt, dass der Heilige Geist selbst der bet für uns, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Unser Gebet kann mal ganz schwach anfangen. Aber Gott verlangt unsere Horten. Das ist nicht so viel mit unserer Wert zu tun, als das Wort von uns hart wollte hier stehen. Wenn wir nach Himmel kicken, dann Epheser Kapitel 6, wird sagen, keine jene Kissen vielleicht erst jene Eltern zu gehorchen, wird es dort erst betrachtet zu tun. Vater und Mutter ihren wird das erste Gebot, worauf Gott das Versprechen lädt, und je Vater versagt jene Kinder nicht. Tragt die christlich ab und dort im christlichen Sinn tragwiesen. Keiner hat hier gesagt, dass sie ihre Eltern horchen sollen, wegen dort erst betrachtet zu tun. Und das ist ein Gebot von Gott. Doch sagt er darüber, dass wir als Vater oder wir als Eltern an die Kinder nicht sollen, dahl oder mutlos machen. Und wieso waren Kinder dahl oder mutlos? Und das sind mehrere Dinge, was ein Kind dahl machen kann. Das erste ist bloß, dass sie wollen in ihnen weichgehen. Kriegt sie das wie alle?
über het live wat we zijn aan die kinderen wat door te brengen dat die gehoorzaam zijn. En nogmaals, moet einer dan ook met irgendwas schlufen. Das tweede ding über als wenn Kinder da waren oder versichert sind, das ist, wenn sie irgendwas soll nur kommen, was die Eltern nicht selbst tun. Und das dritte ist, wenn Eltern keinmal zufrieden sind und leicht eingeduldig waren. Wenn einer denkt, dass irgendwo geduldig Gott mit uns ist, wenn uns wat fehlen dat, oder wenn wir fallen down, das ist der Leib mit en Geduld, mit wat Gott will haben, dass wir an die Kinder sollen terugwijzen. Das ist das christliche terugwijzen. Und das letzte, was ich hier will sagen, er sind noch viele andere, was du können sagen, was unsere Kinder würden versehen. Aber es ist dort, wenn einer veel te hoge expectations hat für unsere Kinder. Wenn einer der will traag leren, bloß krak über rein, wenn einer der Kinder alle will krak über rein treating, wenn die auch nicht alle über rein sind. Wir sind alle ein bisschen anders persönlich, und so dass er auch Weisheit haben sein, wo einer mit jeder Kind so umgehen. Aber ich glaube, wenn wir es allen so dich Jesus nu fallen, dass ich erst von reden deut, wenn uns Wahlen so angestellt ist mit den Wahlen, dann ist unsere Kinder dort nicht so schwer, uns zu gehorchen. Und der Ursache, wieso ich diese Botschaft will verbringen, mir ist es sehr abfallend, denn ich glaube, es ist so nötig, dass wir unsere Kinder uitmerken voor de tijd wanneer de nu ben wonen. De tijd wo onze kinderen nu ben wonen, is zoveel anders als maar 40 jaar terug oder 50 jaar terug. En viele von uns, wir sind abgewachsen, wo seine Eltern oder vier Eltern ihm vielleicht mit alle drei haben deuten. Und das in Mexiko gewesen ist. Menschen werden nur allein apart für sich selbst. Und was mich sehr interessant wird, ist, die Bibel redet nicht, dass wir uns dann tragen von der Welt. Leider wir sollen unsere Kinder merken für die Welt. Und wenn sich kicken, das scheint nochmal ein bisschen schlimm, weil was alles ungehen wird. Aber wenn Eltern eerstlich, wenn Kinder eerstlich Eltern haben, was die Leib haben, und was Jesus nu fallen, die haben all so viel mehr als viele Kinder in der Welt. Wir als plottische Menschen, wir haben geprüft, die Kinder sehr zu bewahren für Dinge. Und für viele Wege, in viele Wege hat es am Guten gedient. Unsere Eltern haben uns die Furcht Gottes gelehrt. Die haben uns alle gelehrt, dass er ein Gott ist und dort am zu fürchten ist. Wir sind gelehrt, dass die Bibel die Wahrheit ist und dass Jesus auf dem Kreuz starb für unsere Sinn. In 3 Tagen war abgestimmt, um den Tod zu gewinnen. So wir haben das Evangelium alle einfach gehört. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Gott hat diese Dinge lassen viele Frucht bringen, manch unsere plottische Menschen. Und die Frucht, die kommt immer weiter, kommt die für den Tag. Aber doch ein anderer Weg, als es im Schuden war. Wegen, für ein Ding, wir können uns so sehr tragen, als wir wollen. Aber was wir finden und was wir gefunden haben, ist, dass der Feind, der konnte den Weg nehmen. Der Schaf kriegt so schwer und merkt keinen Unterschied, ob er sich tragen darf oder nicht.
En Gott hat uns das Gesellschaft gegeben, jeden zu tun. Deswegen falsche Lehren und weltlichen Einfluss durch unsere Verhalten sich treten für die Welt. Aber deswegen, als es mit der Zeit so geworden, dass viele nicht selbst lesen oder schreiben können. Und Menschen werden sich nicht selbst sicher, was die Bibel zu sagen hat. Sondern als eine Gebung mit was andere Menschen sagen, von was die Bibel sagt. Und Gott hat uns das gegeben, dass wir nicht im Anklaren wohnen, aber im Klaren. Gerade sind diese Dinge, über wo wir unsere Kinder sollen abtragen. Und wenn das Evangelium für die ganze Welt ist, und wenn er sich so tragen wird, dann schafft er einfach gegen Gott. Und als Jesus zu Gott beten dort für seine Jünger in Johannes Kapitel 17, das ist ein von den Kapitels, was mich in meinen Jugendjahren sehr tragen dort. Und was meine Jünger auf ihrem Aufmerken dort, dass Gott nicht bloß wird für die politische Menschen gestorben, aber leider für die ganze Welt. Und dass wir uns nicht würden sollen so sehr tragen, aber leider, dass wir würden sollen merken und die ganze Menschheit von unserem großen Gott und von dem Evangelium vertrauen. In der 13. Vers von Johannes Kapitel 17, du bet Jesus zu Gott und sagt, aber nu komme ich nur die. Und dit red ich in dieser Welt, dass sie meine Friede voll und ganz in sich haben. Ich habe an dein Wort gegeben, und die Welt ist unfeindlich, wird sie nicht von dieser Welt sein. Gut so, als ich nicht von dieser Welt sehe. Ich frage nicht dafür, dass die an aus dieser Welt nehmen sollst, aber dass die an fern Weisen bewahren sollst. Sie sind nicht von dieser Welt. Gut so, als ich nicht von dieser Welt sehe. Hält an in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. So als du mich in der Welt angeschickt hast, habe ich an in der Welt angeschickt. Und dort Jesus auch in Matthäus. Er schickt die Jünger in der ganzen Welt an und sagt, predigt das Evangelium, merkt Jünger, was ich erst zurückkommen war. Er schickte in der Welt an, wenn er auch krank weiß, was mit ihnen passieren wird. Dort viele von ihnen dort Leben genommen worden. Uns Leben hier, wir leben nicht für das Dreck, wir leben krank, dass die Jünger da und es ist Jesus dort für ein Dreck, was hier nicht ab ihr ist. So noch nicht Schrift, dass wir uns dann holen für den golden Kampf. Leider, wo dort von dem Kampf redet dort von Soldaten, die mit alles gekleidet sind, was er fehlen hat. Da ist noch ein Ding. Jesus und Paulus, die reden leider, Paulus, der redet viel von gekleidet sein als ein Soldat. So, wenn einer so gekleidet sein als ein Soldat, dann den golden Kampf kämpfen. Soldaten, sie besonders in dieser Zeit, sie verstärken sich nicht für die Welt und für was ungehen wird. Leider, sie tragen sich ohne gegen Rüt. Und das ist, was ich für meine Kinder will, ich will die Rüt merken. Dass, wenn ich die Welt begegne, dass die Welt dann nicht einen Einfluss hat und ernt, aber leider, dass der Direkt Gottes durch unsere Kinder kann sein und dass du nur getragen worden. Wenn Gott hat uns versprochen, dass er sein Königreich bauen wird. Er sagt, dass er sagt zu Petrus, wenn ich sage, die Liebe ist Petrus. Und er sagt,
Ik wil mijn gemeente buien. Ever de dodes je wilt niemals wat de ever gewoon kriegen. So God wil zijn rijk buien. En hij wordt ook. En hij wil hier gaan dat wie met aan met komen zullen om onze kinderen op te tragen. En die uitmerken dat zij dat het evangelium kan over de ganze wereld gaan. En dat mensen dadurch God gehoorzaam worden. En gered worden voor de eeuwigheid. Sonst onze opgave als Eltern, besonders als Vaders, als dat we onze Familie leiden doen. Nicht bloß, dat we schaffen doen für die, dat we für die sorgen doen, so steht. Aber leider, dat Wort Gottes wirklich mag uns wundert. Und dat andere Kinder dat eerstlich von uns zu sein kriegen, was das meint, Vergebung für andere zu haben, Life zu beweisen. Das ist, was Gott für uns will. Und ich glaube, das ist, was wir auch alle wollen. Ich will uns bloß Motto sprechen, wenn wir auch alle sind und die Kinder alle in dem Haus bieten sind, was wir noch haben, wir können noch einen großen Einfluss haben in Gebet und mit einem seiner Großkinder zu reden, von wovon großer Gott wir haben, kriegt es die Israeliten dann sollen ganz vom Anfang an. Wir können vergessen, was Gott für uns getan hat. Ich will bloß noch Top, ich möchte schriftlich beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für unsere liebe Kinder, die uns geschenkt hast. Herr, wir fragen, dass dir uns Kraft und Mut und Weisheit geben, unsere Kinder so abzutragen, die zu dir, die zu dem gefallen, Herr. Dass sie in uns Leben wollen können sein, dass wir die ab ihrem als Herr angenommen haben. Und dass wir die dich bei nur fallen tun. Dass deine Leute in uns zu sein ist. Wir beten das für dein Recht und zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.